Ein anderes Thema am Rande ist einfach noch eine Darstellungsart. Viele Anbieter bieten einfach nur ASP-Ansätze an, das heißt, die Software läuft bei denen auf einer zentralen Reporting-Plattform, was im Marktforschungsbereich jetzt auch oft ein Datenschutzthema ist, weil unsere Kunden es nicht möchten, dass die Daten nicht bei ihnen liegen und auch nicht bei uns, sondern noch bei den dritten oder vierten Unternehmen in der Kette. Also haben wir uns im klassischen BI-Umfeld umgeschaut. Dort gibt es eine Reihe etablierter Anbieter, die haben wir uns auch, die großen haben wir uns alle angeschaut. Sie bieten alle sehr umfangreiche, aber auch eben entsprechend komplexe Produkte an, was die Bedienung angeht. Und wir mussten sehr schnell feststellen, dass nicht alle Funktionalitäten, die wir in der Marktforschung brauchen, standardmäßig abgebildet sind. Also ein Stichwort ist zum Beispiel Gewichtung. Im klassischen BI-Umfeld, im Controlling-Umfeld kommen gewichtete Daten sehr selten vor. In der Marktforschung sind sie der Alltag. Das heißt, da war schon ziemlich schnell klar, dass wir was erweitern müssen in dem Umfeld. Außerdem hatten wir ein Thema, was die einzelnen Medienanbieter, mit denen wir gesprochen haben, unterschiedlich gut gelöst haben, nämlich das Lizenzthema. Modelle wie Named-User-Lizenzen sind in einem Unternehmen mit einer fest definierten Nutzerzahl unter Umständen sinnvoll. In unserem Fall haben wir sehr ähnliche Projekte gehabt, die zum Teil 5 Informationsnutzer haben und ein Projekt ähnlichen Umfangs, ähnlicher Art, dann aber auch 500 Nutzer hat. Und das können Sie natürlich dann mit einer Named-User-Lizenz unter Umständen nicht mehr abbilden, insbesondere wenn der Kunde eigentlich gar nicht versteht, warum er jetzt plötzlich sehr, sehr viel höhere Kosten hat, bloß weil ein paar mehr Nutzer die gleiche Information nachfragen. Das war der Zeitpunkt, wo Ascension für uns ins Spiel kam, als wir uns auf den BI-Markt umgeschaut haben. Wir haben zusammen mit Ascension uns Cognos angeschaut, damals noch eigenständig, das war im Jahr 2007, glaube ich. Und sind uns dann auch mit Cognos in der Art einig geworden, dass wir der Meinung waren, wir finden ein Modell, wo wir unsere Anforderungen abbilden können und das auch lizenztechnisch hinbekommen. Wenn wir das jetzt einführen, dann wurde aber auch sehr schnell in den ersten Gesprächen klar, dass das nicht geeignet ist für alle Arten von Projekten. Ein typisches Ad-Hoc-Projekt, wo ich einmal Daten sammle, die Daten eigentlich auch nur in, sagen wir mal, 3, 4, 5 großen Einheiten verarbeiten möchte, sagen wir mal Kundensegmente, ich habe 5 Kundensegmente, nach denen werte ich die aus, ist sicher nicht das geeignete Produkt für ein Online-Reporting, einfach weil der Setup- und Implementierungsaufwand doch erheblich ist, bis so ein Reporting mal steht. Das heißt, es lohnt sich eigentlich nur für Projekte, die längerfristig angesetzt sind, entweder oder aufgrund der Informationsverteilung nachher so feingliedrig sind, dass ich auch mit den klassischen Produktionsmitteln nicht mehr zurechtkomme, weil wenn ich jetzt 100 Berichtsempfänger habe und alle so unterschiedliche Informationen haben, kann ich das halt mit PowerPoint wirklich sehr schlecht abbilden. Der zweite Punkt ist, für uns eignet es sich nicht immer, weil wir sehr stark an der Interpretationskomponente der Daten abschreiben, während ein Online-Reporting in der Regel sehr deskriptiv ist. Sie können Daten damit darstellen, aber die Interpretation fehlt. Eine automatisierte Empfehlung aus irgendwelchen Zahlen abzuleiten geht nur sehr beschränkt mit sehr rudimentären Mechanismen. Das heißt, da kann eigentlich ein Online-Reporting nur die Basis liefern, um die Daten zu liefern, und wenn es dann in die Interpretation geht, müssen gegebenenfalls weitere Schritte in der Produktion danach folgen, oder es müssen halt eigenständige Auswertungen auf anderen Wege gemacht werden. Die Nutzer sind es in der Regel erstmal nicht gewohnt. Die waren bisher gewöhnt, einfach einen PowerPoint-Bericht zu bekommen. Jetzt müssen sie sich selbst anmelden, sie müssen sich selbst ihre Informationen, die sie konsumieren möchten, als nächstes zusammenstellen. Das heißt, da muss eine gewisse Bereitschaft da sein. Und noch extremer wird es natürlich bei den, nennen Sie mal, Power-Usern in der Marktforschungsabteilung, die unter Umständen die Daten selbst noch weiter auswerten möchten. Die müssen auch durchaus ein bisschen Datenbank-Know-how mitbringen, um die darunter liegenden Strukturen zu verstehen. Will heißen, wenn man so ein System einführt bei einem Kunden und es nutzen möchte, dann muss auch letztendlich ein Begleitkonzept da sein, was eine gewisse Kommunikation beinhaltet, eventuell Schulungen, damit die Leute auch mit den Daten wirklich umgehen können. Und zu guter Letzt darf man nicht die laufenden Aufwände außer Acht lassen, die nach der Implementierung, nach der Inbetriebnahme noch auftauchen. Der Kunde hat neue Kontaktpersonen, die auf die Daten Zugriff haben sollen.
Das heißt, wir brauchen neue User-Accounts, dann fliegen wieder welche raus, dann gibt es Änderungswünsche. Das muss alles letztendlich in einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung am Anfang, bevor man ein Projekt auf ein Online-Reporting setzt, berücksichtigt werden, um dann entscheiden zu können, ob es sinnvoll ist oder nicht. Zusammenfassend nochmal kurz: Sinnvoll ist es, wenn wir wiederholende Reportings haben, wo wir sehr gleichbleibende, standardisierte Darstellungen haben und wenn wir sehr viele Adressaten haben, an die die Information gehen soll. Und wenn sie dann noch dezentrale Adressaten sind, dann können wir das Online-Reporting noch mehr hebeln. Typische Einsatzgebiete in der Marktforschung sind deshalb Tracking-Studien natürlich, wo ich über einen sehr langen Zeitraum Daten sammle und dann die Daten eben sowohl im Querschnitt als auch als im Längsschnitt auswerten kann, aber auch andere Formen von Befragungen in der Marktforschung, zum Beispiel Mystery Shopping oder Kundenzufriedenheitsbefragungen, wo ich die Ergebnisse nachher auf kleine Einheiten unterbrechen möchte, um sie dann weiter zu verarbeiten. Ich möchte Ihnen ein Fallbeispiel vorstellen. Das war mit das erste Projekt, was wir dann, nachdem wir uns für Cognos entschieden hatten, umgesetzt haben. Es geht um die Kundenbetreuung eines Automobilherstellers, eines deutschen Automobilherstellers. Der hat eine Kundenbetreuung, um seine Kunden, die sich per E-Mail oder per Telefon oder per Brief an ihn wenden, um die Kunden bearbeiten zu können. Und wenn Sie als Kunde bei dieser Kundenbetreuung anrufen zum Beispiel, werden wir später aus den Personen, die dort angerufen haben, eine Stichprobe ziehen und die Personen nach ihrer Zufriedenheit sowohl mit der Kundenbetreuung als auch mit dem Unternehmen fragen. Diese Informationen, also wir reden von Meinungen letztendlich, die die Kunden haben, die werden wir telefonisch erheben und sie dann erfassen. Danach werden wir sie interpretieren und aufbereiten und letztendlich findet dann das Reporting statt, oder Dashboarding, wenn man es im BI-Kontext nennt. Diese Informationen, die lassen sich auf den einzelnen Mitarbeiter der Kundenbetreuung runterbrechen. Weil letztendlich jedem Interview, was wir führen, ist ja ein Kontakt zwischen einem Kunden und der Kundenbetreuung vorangegangen. Das heißt, die Informationen, die wir nachher einsammeln, können wir auch wieder auf den Kundenbetreuer runterbrechen und entsprechend kann die Information, die wir hier erheben, für diverse Zwecke verwendet werden. Bei dem konkreten Automobilhersteller werden sie natürlich zur Qualitätssicherung der Kundenbetreuung verwendet. Sie werden verwendet, um dem Mitarbeiter der Kundenbetreuung individuelles Feedback zu geben, wie seine Kunden, in Anführungsstrichen, die Kunden, mit denen er zu tun hatte, wie die das Gespräch oder den Kontakt wahrgenommen haben. Es dient natürlich als Basis für Schulung und sogar für Vergütung in dem Fall. Das heißt, der Mitarbeiter in der Kundenbetreuung hat eine variable Komponente, die sich unter anderem von der Kundenzufriedenheit ableitet. Von der Kundenzufriedenheit, die er individuell generiert hat durch die Kontakte mit den Kunden. Technisch betrachtet erheben wir die Daten zunächst mal am Telefon, weil wir reden über eine telefonische Befragung. Danach fließen die Daten in eine Online-Befragungssoftware von der Firma Global Park. Das hieß damals OPST, heißt jetzt EFS. Das ist einer der Industriestandards für Online-Befragungen. Die Aufbereitung im BI-Umfeld, würde man sagen, den ETL-Prozess machen wir klassisch mit IBM, weil wir Marktforscher sind und unsere Mitarbeiter das am besten beherrschen. SPSS ist inzwischen auch ein IBM-Produkt geworden, das heißt, gehört auch in die Family jetzt. Danach fließen die Daten von SPSS aus in den SQL-Server und darauf setzt dann IBM Cognos BI auf. Als wir angefangen haben, war es die Version